wohl, YouTube. Wir haben das nächste Deck abgegradet mit Z2-Karten, nämlich die Tsunade Bombe 106. Schreibt mir in die Kommentare, was die 106 bedeutet. Was haben wir neu? Neu haben wir Genma drin. Der hat für jede Mission, die schon aufgedeckt ist, also die im Spiel ist, +2 Angriff. Also ist quasi auch so eine kleine Bombe, wenn man den am Schluss reinballert. Das Ziel ist quasi, ihn reinzuballern und dann nachher nochmal mit Tsunade noch mehr Angriffsstärke reinzuhauen. Dann haben wir Sarutobi und er bekommt +1 Power für jeden freundlichen Leaf Village Charakter. Weil wir schmeißen das Board ja voll mit günstigen Charakteren und er bekommt dann für jeden +1 Angriff. Dann haben wir für die Mission alle Charaktere, die 2 oder weniger Power haben, bekommen +1 Power. Weil die sind auch schlecht. Dann haben wir Konamaru, Moegi und Udon. Das sind die neuen Akademiestudenten. Die synergieren zusammen gut, weil Udon bekommt von Konamaru +1 Power. Moegi, wenn er Konamaru drin ist, können wir eine Karte ziehen. Und Konamaru bekommt 1 Power plus jeder Akademiespieler. Dann die Naruto-Karte. Kennen wir schon. Dann haben wir hier auch wieder Reinforcement, dass wir Karten bekommen aus dem Deck. Dann die Sakura, da gehen wir eigentlich nur auf den Main Power. Da können wir auch jemanden buffen. Shino kennen wir. Shizune kann auch einen buffen. Tenten, First Strike, zahlen wir nichts. Dann den Ramen Boy, Doichi, oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Gibt uns einfach mehr Chakra. Und dann Ebisu können wir eine Karte ziehen. Mal schauen, wie es heute läuft, weil wenn wir schauen auf meinem Profil, wenn es hier laden würde, wir haben eine 20% Winrate mit Tsunade bis jetzt. Sounddeck, was ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe, hier 75, also ja, nicht so strong, aber wir gehen mal in ein Game rein, vielleicht finden wir ja einen Gegner, den wir gut bezwingen können, Chat. Schreibt mal unten in die Kommentare, welches Deck ihr spielen wollt mit den Set 2 Karten und wie ihr gehypt seid auf die neuen Karten. Wir werden ein ganzes Case aufmachen. Zum ersten Mal mache ich ein ganzes Case auf, weil es halt so viele Karten gibt, Chat. Es ist unglaublich. Es gibt so viele Karten mit alternativen Artwork, wo ich unbedingt möchte. Also, wir brauchen das einfach, Chat. Also, wir warten, bis hier jemand reinkommt und dann geht's los. So, wir haben jetzt einen Gegner gefunden. Edge Token hat der andere. Das ist eine fürchterliche Hand. Da ziehen wir gerade mal neu. Und jetzt haben wir schon mal hier gute, günstige Karten. Wir spielen mal Konamaru. Der Gegner, ja, das spielt, glaube ich, ein altes Deck. Jetzt konnten wir eine Karte ziehen. Schon mal gut für uns. Das ist eine Sakura gespielt. Jetzt könnten wir ihn spielen. Damit beide wir nochmal eine Karte ziehen können. Okay, da ist unsere erste Tsunade. Und dann sind wir nochmal, dann haben wir einfach noch Naruto als Heiden drin und passen und gewinnen die erste Mission. Das war schon mal tipptopp. Also ich glaube, der Gegner spielt noch ein Deck der alten Generation. Wir
Spielen einfach Tenten, weil die for free ist. Dann hat er hier jetzt so. Das ist halt dumm, wenn die zweite Naruto-Karte auch da drin landet. Das ist nicht so nice. Hier ist es ausgeglichen, Chat. Hier sind wir gerade am Gewinnen, aber natürlich, ne, wir sind sehr Limit. Kostengünstige Karten. Das hat er hier abgegradet. Er kann jetzt in unsere Hand gucken. Man kann eine Karte disablen, also in den Friedhof schmeißen. Das ist nicht so schlimm. Wir haben recht viele Karten. Müsste sich nur mal entscheiden. Okay, er hat unsere Tsunade weggeschmissen. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, Chat. Ich habe vollkommen falsch das interpretiert, ne? Dann spielen wir hier nochmal eine günstige Karte. Hier ist es am Gewinnen. Er ballert gefühlt alles da rein, ne? Hat eine Sakura gespielt, das war ein sehr, sehr, sehr strong Move. Das wird jetzt richtig wehtun. Spielen zuerst unsere günstige Karten. Wir haben noch 2 Chakra. Werden jetzt beide Runden verlieren. Ist nicht so schlimm. Wir sind ja nicht so sehr ins Hintertreffen geraten. Von dem her easy peasy. Und hier haben wir unseren ersten Sarutobi. Da spielen wir sie. Boss ist cheap. Ngara. Jetzt können wir Ebisu hier spielen. Können eine Karte ziehen. Jetzt haben wir unseren ersten Genma. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt haut er noch ein paar Karten für uns raus. Das ist not so good. Nein, das ist das größte Problem von dem Deck, Chat. Unsere Karten sind halt alle so günstig, dass er sie halt alle einfach wegballern kann bis zum Gehen nicht mehr. Das ist wirklich nicht gut. Spielen wir sie. Und dann könnten wir eigentlich unsere ersten 2 Bomben explodieren lassen. Das ist richtig dumm, dass die Naruto-Karte hier hinten gelandet ist. Aber naja. Kann man nichts machen, ne? Könnten auch einen Sarutobi noch reinhauen, dann hätten wir 2 Chakra übrig. Eieieiei. 1, 2, 3, 4. Plus 8 würden wir ausgleichen. So.
Hierhin verlieren wir eh, das ist nicht so schlimm. Jetzt hat er noch Move a friendly character in play. Ah, was macht er? Spielt seinen Gara rüber, jetzt hat er noch 2 Chakra-Chat. Wir hauen den rein, jetzt haben wir auch noch 2 Chakra. Jetzt gewinnen wir gerade diese 2 Missionen. Ist gut. Mal schauen, was er macht, Chat. Mit 2 Chakra kann man eigentlich nicht mehr so viel anstellen. Wir hauen nachher noch Ebisu hier rein. Ne, Ebisu hier rein. Okay, er geht hier rüber, der kleine Pisser. Oh, Jet. Der bümselt uns gerade richtig derb. Das ist richtig gut gespielt, Chat. Können wir wirklich nichts dagegen machen, ne? Alter Schwede. Jede Mission verloren, Chat. Krass. Seine Sasuke hat ihn einfach gerettet. Aber sowas von. Das müssen wir jede Mission gewinnen, Chat. Also wirklich jede. So können wir recht aufholen. Oh, das wird gar nicht nice, ne? Ah, der hat nochmal eine Sakura. Der spielt das alte Deck, das halt einfach brutal ist. Z1-Decks sind immer noch richtig stark. Also bis jetzt habe ich gemerkt, so das Sounddeck, was ich schon vorgestellt habe auf meinem YouTube-Kanal, und das Jiraiya-Deck, was als nächstes kommt, Video, die 2 sind richtig stark. Aber ansonsten ist es richtig hart. Also wir hätten hier 5, 8, 10, 12. Ja, wir müssen jede Mission gewinnen. Oh, der ballert hier eine gute Karte rein bis zum geht nicht mehr. Also wir haben hier big fucking problems. So, hier sind wir am Gewinnen. Hier könnten wir auch noch gewinnen, aber sieht sehr kritisch aus, Chat. Sieht sehr, 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 sehr kritisch aus. Wir haben nur noch 4 Karten. Den Naruto. Können wir spielen? Wieso habe ich den noch nicht gespielt? Da ist zick drin. Weil er zieht halt nur Karten hier rein. Das bringt mir halt auch nichts, ne? Ja, vielleicht kommen wir in eine Tsunade rein. Wir haben noch 5 Chakra mehr als er. Das ist schon mal gut. Die spielen das Spiel jetzt richtig langsam. Weil wir müssen, ja, sollte noch in die Tasche zurück. Eieieiei. Nur noch 10 Chakra. 13 Punkte, das wird unmöglich sein. Sollte noch ein.
Das sind nur Scheißkarten, Chat, ne? Wirklich. 5 Chakra. Und hier müssen wir auch noch reinballern, Chat. Wir gewinnen halt diese Mission hier am Schluss nicht. 4. Also das wird richtig schwer, Chat. Und Tipps und Tricks gerne auch immer in die Kommentare runter reinschreiben, ne? Aber das wird jetzt sehr, sehr, sehr knifflig. Der hat hier 20. Wir haben halt keine Tsunade auf der Hand, was das Spiel halt richtig schwer macht, ne? Also jetzt sind wir hier am Gewinnen. Und wir verlieren hier und wir verlieren hier. Es fehlen uns hier 2 Punkte. Wir haben noch einen Schachball. Ja, Chat. Das war's. Gewonnen, gewonnen, verloren. Hä, wieso? Ah, weil er da Punkte bekommen hat. Ja, Chat. Ja, das Tsunade-Deck ist nicht mehr so strong, muss ich einfach sagen, Chat. Back to the Menü. Das war wieder eine Niederlage mit Tsunade. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vielleicht hier anpassen würdet. Aber ich sehe es nicht mehr so strong. Klar, wir hatten keine Tsunade jetzt. Das hätte uns am Ende sicher noch deutlich geholfen. Aber eben, wenn wir keine Tsunade in die Hand bekommen, ist es recht schwer. Schreibt mir es gerne in die Kommis. Wir sehen uns beim nächsten Video und dann kommt das Jiraiya Deck. Bye bye!